Guten Morgen, es ist jetzt etwa 12 Uhr nächstens. Ich bin hier am Warten, bin auch schon auf einen Bus von Cool und heute geht es nach Mels, St. Gallen. Ja, eine kleine Fahrt haben wir noch vor uns. Wir gehen mit dem Bus mit Anhänger, ich habe schon mal 80 gefahren und das macht es immer ein bisschen länger, aber egal. Wir gehen und ich freue mich. Ich freue mich, abrocken in Mels. Wenn man warten muss, gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Tipp der Stunde. Und zwar ist das Kaffee. Coffee to go. Und das ist das zweite. Hä? Was ist das zweite? Das Creme, das drin ist. Alles andere brauchst du nicht. Das Kaffeecreme. Und jede Wartezeit wird erträglich. Oder der Werbespot für welche Kaffeemarke eigentlich? Keine Ahnung. Einfach ein guter. Es muss ein guter Kaffee sein. Starker guter Kaffee mit Creme. Voilà, Punkt. Fertig. Da kommen sie gefahren. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit diesem Manöver aussieht. Pilot Sigi. Macht er sich unbeliebt? Ich glaube es. Er macht sich unbeliebt. Kehren für Fortgeschrittene. Da kommen Sie schön. Hallo! Aber hallo. Was macht ihr denn hier? Gut? Burger King. Burger King. Und Sigi, wie will er genau? Ja, Es hat auch noch Steine im Weg. unser Chefstrateg tut wieder strategieren. Er macht sich gerade brutal unbeliebt im Argo. Siehst du rockig aus heute? Wieder die Totenkopfkette. Oh! Oh! Ja? Hast du ein Pack Mortadella gefressen mit Laugengipfel? Hey! Hey! Du musst So, so viel jetzt, mit der jawohl. Holzsitzung gerade. Jetzt wird es lustig. Ich muss dann mal von vorne. Hey, ich habe das Gefühl, das ist eher nahezu aussichtslos. Und jetzt in die Sackgasse. Jawohl, schön. Und schau, da ist die Strasse, das sind Steine, das sind jetzt eben die berühmten Strassensteine. Ah, das sind die? Ja, Aha. kann man eben Köttchen machen, so Zeug. Oh, jetzt kommt er auch mit dem Gegenlenken. Ja, jetzt könnte es dann allenfalls doch noch gut kommen. Ich glaube, der Ausstieg der klebt mich auf einmal. Gib dir ein bisschen Mühe, Sigi, du kommst schnell im Scheibensim Roadmovie. Aber Mutti hat doch gesagt, es ist nicht schwierig mit dem Anhänger zu fahren. Bei uns im Osten hatten wir alle Anhänger am Werken. Für den Sigi haben sie da keinen Stein hergemacht. Komm noch ein bisschen Ja, ja, passt schon. Ja, ist gut. Komm nur. Herr Pat.
Ja, die Anhängerfahrerei ist halt so ein bisschen... Ja, es ist... So, jetzt doch noch. Ja? Voilà, jetzt mit auf der Straße stehen. Wollen wir sicher gerne. So, einladen. So, zeig die Stirne. Ich stehe. Komm, zum Schwitzen. Herzlich willkommen, Sigi! Ja. Schön. Komm. Sally! Oh, man hat sich gern. Ja. Unser Micky Krause vom Dienst. Wer ist Micky Krause? Kevin, hast du einen dummen Spruch parat? Schon? Ja, sicher. Gut, Kevin hat nur dumme Sprüche parat. Ich bin natürlich gefahren. Also es ist ja so, wo ist im Radio, bei unserem Staatsradio gerade ein Bericht gelaufen über die Eierknappheit in Frankreich. Also wenn ich zum Beispiel Carla Bruni und der Sarkozy anschaue, würde ich sagen... Sarkozy? Der Sarkozy würde ich sagen, das ist schon länger ein Problem. Und dann gibt es wirklich einen Job, der heisst Eiermarktanalystin. Das kann natürlich nur eine Frau sein. Und gut, das ist halt so, jetzt müssen sie mangels Eier halt wieder mehr Frosch fressen. Und dann gibt es halt den Osterfrosch. Von Schweizer Radio Dias. Mikrofon Karin Bitsch, verantwortlich. So viel zum Thema Eierknappheit. Ja. In Frankreich haben sie keiner mehr, in der Schweiz fahren sie auf der Autobahn Lastwagenweise um. Kevin, zeig schnell deine Händchen. Ich habe die Nägel weiss lackiert Hast heute. du die aus der Golfabteilung? Ja. Weißt du, das ist... Das sind Händchen, die nach Schaffen aussehen. Ist gut? Einfach schreien, nicht mal schreien. Ja, willst du noch frech winken? Mal schauen, ob er das nach der 7000. Kiste auch noch Ja. macht. Jetzt gehen wir schnell fort. Nicht frech werden, oder? Wie ist dein Werte Wohlbefinden? Sehr gut, sehr gut. Schon? Ja, im Moment geht es mir noch sehr gut. Das kann ändern natürlich mit der Zeit, aber Wolltest du sagen, das liegt an uns? nein, sicher nicht. Witz des Tages heute. Ich bin berühmt für die ganz geilen Witze. Also heute ist es eigentlich mehr eine wahre Geschichte. Aber sie ist nicht unlustig. Also ist es so. Ich bin das letzte Mal in den Bus eingestiegen und ich wohne auf dem Land und da ist ein bisschen Busfahrt und so. Bus eingestiegen und habe gerade noch den letzten Platz verrutscht. Ich bin ganz einfach wunderbar auf meinem Sitz gehockt und genau, 3-4 Stationen später ist ein Zwerg eingestiegen. Ich weiss, man sollte eigentlich nicht Zwerg sagen, das sind Kleinwüchsige, aber ein Kleinwüchsiger ist aber gleich kein Zwerg. Der Unterschied wissen beide, ist ja gleich. Auf jeden Fall ist eben der Zwerg eingestiegen und hat natürlich auch keinen Platz mehr gehabt, hat sich irgendwo gehabt und dann sind wir dort so weitergefahren. Und vor mir ist eine Mutter gesessen mit ihrem kleinen Mädchen und sagt die Mutter zum Mädchen: «Gib ihr die Platz!» Das Mädchen steht auf, geht zum Zwergli her dort und sagt zu ihm: «Wollt ihr meinen Platz?» Und die dreht sich um und sagt: «Gott verdammt, nur weil ich ein Zwerg bin, ich komme wunderbar durchs Leben, ich brauche das nicht, solches hure Mitleid, das braucht es einfach nicht. Hau ab!» Das Mädchen ist verschrocken, ist wieder abgehockt, es war dort in seinem Eckchen, totenstill im Bus natürlich. Und dann, wieder 4 Stationen später, ist so eine grosse Seeländer Bäuerin aufgestanden, wollte aussteigen, ist zum Ausgang gelaufen und dort tippt dem Zwerg dort, also ich meine, ihr wisst, was ich meine, einem Lilliputaner auf den Kopf, schaut so runter, der Zwerg schaut rauf, dann sagt er: «Ich steige jetzt aus, hättet ihr gerne meinen Platz?» Dann regt sich die wieder auf dort, ich meine, der Herr Zwerg regt sich auf und sagt: «Ja, nur weil ich Zwerg bin.» Sagt er: «Nein, es hat nichts mit dem zu tun, ihr seid ein Mensch und ich steige aus und möchte euch gerne meinen Platz überlassen.» Und außerdem muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich es auch hure frech von euch, wie ihr mit diesem Mädchen seid umgegangen. Ich möchte gerne, dass ihr euch entschuldigt. Und heute Abend, wenn ihr heimkommt, dann hoffe ich doch schwer, dass das Schneewittchen euch noch den Arsch versohlt. Tassi, Drum-Soundcheck, wie fühlst du dich? Bombastisch, wie eine Olympionike. Hey, fühle mich gut, das ist ein geiler Sound. Du musst dich freuen. Okay, cool.
Was das so eine Lutz? Danke. Was? Danke. Hast du denn schon etwas gesagt? Meine Damen und Herren, wir haben jetzt gerade fein gegessen. Pizza hat es gegeben. Der Micky Krause ist heute unser stetiger Begleiter, aber Statement. Denk einfach dran, schreiben. Von hinten, von Seiten, von vorne, ich bin die ganze Nacht einfach immer hängen dran. Das ist dein Gesicht, wenn er auf YouTube kommt, nicht meins. Aber was ich eigentlich sagen will, Statement für nach dem Essen und vor dem Konzert kommt heute, habt noch fest, vom Cedric. Wie? Eben wegen dem Statement. Ich muss jetzt ein Statement geben. Zu was? Du meinst, Schön, dass du mithilfst. Schön, dass du dabei bist. sau gut ist sie. Liebe, Nicht du darfst pfeifen. Der Cedric muss pfeifen. Freunde, ich sage Liebe und du pfeifst und ich Du mache musst die Lippen Kleines. bewegen. Du musst Ja, die genau. Lippen bewegen. Liebe. Gut, er hat 17 Vornamen. Du kannst ja schneiden, gell? Also nochmal. Sehr gerne. Liebe. Hier ist die Karte für dich. Wir haben sie schon unterschrieben, du hast erfahren, wer du bist. Sag ich. Was musst du wissen? Herzlich willkommen, du bist auch da. Ich bin auch da. Du bist ein bisschen später gekommen, da ist eine Zugfahrt hinter dir, ist alles glatt gelaufen. Ja, ein bisschen weiche Probleme, oder? Aber sonst war eigentlich alles gut gewesen. Okay. Ja, aber jetzt geht es dir gut. Ja, ein bisschen müde halt. Zack, jetzt geht es noch etwa ein bisschen mehr als eine Stunde bis zur Show. Voilà. Machen wir. Say to Donnelly, One to it, Donnelly, one to it, oh the Donnelly, one to it. say to Donnelly, come to it. He let home my audio. Ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Wenn du willst diese als nächste cool Song auf nächste cool Album machst du ungefähr schreiben, ja ich will. Voilà. Sehr abgenommen. Sag mal schnell einfach Peg, koch mal was. Ja, Aber richtig. genau. Albandi. Ich würde sagen, wenn schon, dann. Peg, koch mal was. Ja, 1A, 1A.